Da sind wir auch schon wieder zurück bei Pokémon Legends Yay, ne? Das Regen das Regen ist Wetter, ja genau, das Wetter regnet, wollte ich gerade sagen. Nein, das Wetter ist halt so, es passt meiner Stimmung, ja, sag's mal so, weil, ja, ich hab mich offscreen ein bisschen versucht im Shiny Hunten, das hat nicht geklappt, weil sonst hätten wir jetzt noch ein Shiny, beziehungsweise wir würden davor stehen. Und ich muss langsam zugeben, mir kotzt es langsam an, ne? Ich meine, klar, Shinies Hunten ist nie einfach, vor allem ohne Schillerpin und ohne DLC. Aber ich sag's mal so, ne, wenn ich auch schon andere gesehen habe, die Shiny Loxen zu machen und ja, innerhalb von 4 Stunden finden wir vielleicht mal einen Shiny. Oh, jetzt haben wir von der Stunde 2 gefunden und irgendwelche Hilfsmittel und so. Und ich kann hier tagelang irgendwie was machen, finde nix. Das ist leicht frustrierend. So. Was soll ich sagen machen? Ah genau, wir müssen da rein, ne? Die wollen ein bisschen fighten. Bei Regen, warum auch nicht. Ich würde sowieso ab und zu wieder mal gerne bei den Dächern vorbeigehen, weil wir natürlich jetzt wieder ein paar neue Dächer freigeschaltet auch haben mitunter. Durch das lange Ding, was ja auch schon, naja, sind schon eine Weile unterwegs. Neue Fähigkeiten so entwickelt oder eben auch neue Dinge freigeschaltet. Oder ja, zum Beispiel da unten kann ja mal hin, ne? Das wäre eigentlich meine Idee. Moment. Okay, wir kommen da oben hin. Ich wollte eigentlich schnell zur TM, aber das ist wohl nicht so einfach, ne? Ja. Ansonsten, eben natürlich gleich mit der Hauptstory weiter. Sidequests. Ja, der Himmelkampf immer zwar reizen, aber dafür braucht er jetzt ein paar starke Flug-Pokémon. Und da hapert es noch ein bisschen, ne? So könnte es gehen, ne? Body Slam, na gut. Kann machen, muss man aber nicht. Ja, Luftkämpfe, ne? Eben da wir haben zwar einen Uhafnir, theoretisch einen Glurak auf der Bank, die können natürlich auch noch einen Taubercenter züchten. Ich würde aber dann doch lieber mal noch auf ein Ding warten. Da vorne ein Fiaro. Normales Statignis. Aber so ein Fiaro. Wo ist ein Flottball hin? Ja, muss man ganz kurz hier mal Kiel holen, ne? Da wäre er. Ich habe sowieso eins, also von dem her. Neben Flottball von Anfang an einsetzen müssen. War kurz verwundert, weil ich dachte, hey, ist das irgendwie so ein größeres Jahr oder so? Aber ja, na gut. Nur die größten Pokémon, ne? Okay, erstmal da runter. Und dann eine flotte. Wow, das war knapp. Eine flotte bunte Schraube. So, jetzt müssen wir da genug haben für. Was war das? Glaube ich, Pokémon einfacher fangen, ne? Okay, das waren jetzt mal die hier. Da vorne wäre jetzt auch nochmal so eine Schraube. Ja, wenn ich schon mal hier bin, ne? Wobei auch die Sidequest mit dem Schiff um den XXL könnte man mal angehen, ne? Weil man einen Ort finden, wo man Vehikel findet und da finden sich auch ein paar Elite-Pokémon und so. Dann Elite-Vehikel, was man entwickeln könnte, das würde ja auch gehen. Okay, warte mal, machen wir es mal so. Ja, es war ein bisschen knapp, muss ich zugeben. So. Ab ins Getümmel, würde man sagen. Da bist du, Herr Michael. Ein kleines Stern, du kannst noch nicht Mega-Entwicklung vollziehen, aber das ist jetzt eins, was einen Kampf entscheidet. Wer will einen Wasserstein? Ich hätte eins. Ja gut, dann geht auch mal mit Gardevoir rein, ne?
Sterne macht jedes meiner Tanztrainings mit. Du wirst gleich sehen, was es alles gelernt hat. Zu tanzen? Okay. Warum gibt es eigentlich keinen Mega-Boomer? Den wir richtig reinbretschen, oder? So. Ein Eis-Pokémon, gar kein Problem. Ja, der hat überlebt. Krass. Der pure Stärke nicht ausreichen, muss ich versuchen, einen Typenvorteil auszunutzen. Mit einem Stern, du? Ah ja. Guck mal. So geht das übrigens, ne? Bisschen gemein, ne? Der arme kleine Stern. Solange Sterne bleibt, wird das wohl nix. Ich sage, gib mir mal einen Wasserstein. Danke, Kellen, ist mir klar. Aber ich finde Sterne einfach zu süß. Du hast dann ein Mega-Ring. Ja, dann nimmst du ein anderes Pokémon, was ich mega entwickeln könnte. Gut, aktuell ein Team ist schwierig. Naja. Nehmen wir uns nochmal Skillabra. Wir kennen zwar ihre Mega-Entwicklung schon, aber wir haben es noch gar nicht eingesetzt. Ne? Das können wir noch ändern. Ups, war mir zu früh, ja? Oder zu spät, besser gesagt. Ein Sobires. Ja, da wäre mit Spukball. Hä? Das wäre schwierig. Es gar kein Geist ist. Mist. Vollständig schützen, ne? Okay. Darum ist nicht spät dran. Navigator. Das ist jetzt aber doch eine doofe Typenkombination. Irokeks. Was? Mega Irokeks? Der Mega-Keks. Oder Mega-Cake-W. Okay, hat einen coolen Hoodie an, kann man so machen. Aua! Oh, das ist nicht geil. Was mache ich überhaupt? Da hat mir gar nicht eingefroren, bevor ich meine Schilder rauspacken konnte. Also da der schon Lichtschild und Reflektor. Man merkt, dass du mehr Erfahrung im Umgang mit der Mega-Entwicklung hast. Über dein Gesetz? Stimmt doch gar nicht, ne? Stimmt, Mega Skillabra wollte ich eigentlich, da dachte ich, Irokeks, in der eine Unterattacke einsetzt, aber ja, eine Kampfattacke, ja, stimmt, ja. Den Kampf und Eis, das vor allem genutzt hat, hätte ich eigentlich Skillabra einsetzen können. Na und? Imbiss Nouveau. Der Name ist Programm, ne? Kräfte messen auf dem Kampfplatz. Sehr schön. Wir sind ja schon Rang 10, ne? Also B und A fehlen noch.
Ich hätte gerne noch 2 Croissants. Schnell zu essen kann schnell für die Verdauung sein. Und die Croissants von Imbiss Nouveau sind einfach zu gut. Sie liegen immer mindestens auf Platz 2 meiner Croissant-Rangliste. Wenn man was bestellt, dann gefällt es alles auf einmal. Mach mir nicht noch mehr Arbeit. Ja, wie waren Sie mit der Mega-Entwicklung? So ein Lob aus deinem Mund bedeutet, dass Team MC immer stärker wird. Endlich habe ich euch gefunden. Was ist das jetzt schon wieder? Tut mir leid, dass ich euer Gespräch unterbreche, aber ihr seid doch ein Team MC, nicht wahr? Ja, wieso? Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Astera und ich vertrete die Lumina Cities Gesellschaft der Kampfkonnoisseurs. Connoisseurs? Connoisseurs? Connoisseurs, ja komm, ich spreche Französisch aus. Also wenn es so wie ich denke, dass es Französisch wäre. Der Kampfkonnoisseur. Die IGKC? Okay, ist auch besser. Die meisten Leute benutzen die Abkürzung, weil der Vollname einfach viel zu lang ist. Die IGKC. Da ist dieser Bonzenverein, in dem sich ihre Kinder und Prominenten Langeweile mit Pokémon-Kämpfen vertreiben. Die Leute im Hotel Z einen ausgehen, haben mit der IGKC nicht so viel am Hut. In unserer ehrwürdigen Gesellschaft, die kein Bonzenverein ist, wie du sie nennst, treffen sich keineswegs nur die Kinder reicher oder berühmter Eltern zu Pokémon-Kämpfen. Jedenfalls bin ich auf der Suche nach eurer Anführerin. Dürft ihr erfahren, wer von euch Madame Sita ist? Das wäre wohl ich. Das ist übrigens Michael, unser höchst eigener VIP. Tagchen. Sehr erfreut. Dann lasst mich erklären, warum ich hier bin. Madame Violette, meine Dienstherrin, möchte euch zur nächsten Zusammenkunft in Lumina Cities Gesellschaft der IGKC offenbar einladen. Au revoir. Ich würde es euch sehr ans Herz legen, Ihren Einlagen nachzukommen. Ich weiß nicht, was es für Konsequenzen haben können, wenn ihr nicht erscheint. Wow. Geht's noch deeper? Ja, warum? Das kannst du nicht bringen, Mann. Denk doch mal nach, das ist die Gelegenheit. Da brauchst du angemessene Klamotten. Und hier kommst du ins Spiel, Kalen. War ich? Warum? Das klingt einleuchtend, Duo. Dann lass mich auf dich, Kalen. Also, weil er, naja. Was ein Outfits finden. Das wird halt so gute. Gut, Simuela bräuchte sowieso wirklich mal ein anderes Outfit. Ne? Ich bin halt nicht so jetzt der Typ, der gerne Parts mit verschwendet, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, um sich ein Outfit auszusuchen, aber grundsätzlich schauen kann sie nicht. So, warte mal, jetzt wieder mal gucken. Komme ich jetzt mittlerweile mal hier. Eine neue Sidequest, okay, ist ein gutes Zeichen. Das könnte bedeuten, dass der Lift dort einfach funktioniert. Meine Güte. Noch nicht, aber ich dachte. Ich bin mir aber sicher, dass das eigentlich jetzt der Zeitpunkt sein müsste, wo es funktionieren müsste. Oder könnte. Naja. Geh halt hier hin, ne? Ja, von mir aus. Ich muss eh gucken, wie ich das auch noch mit Ranked Season 4 mache, ne? Ich meine, ich habe nicht mehr so viel Zeit, bis die abläuft. Ich muss aber zugeben, dass ich momentan nicht so das Interesse daran habe, weil das Problem ist, da geht es halt vor allem auch um DLCs und so, oder Entwicklungen und Pokémon, hast du auch gesehen. Und ich jetzt noch mit in der Hauptstory bin, ob das klug ist, ich weiß ja nicht, hey. Bin echt noch ein bisschen unsicher. Das war also auch eine Frage, was ich hier mache. Da dachte ich, gucke einmal nach, ob wir irgendwo eine Schraube oder etwas finden. Weil eigentlich müssen wir in der Lage sein, alle Schrauben zu bekommen. Das leadet hauptsächlich. Vorausgesetzt natürlich, ne, dass wir den entsprechenden Hololift und so haben. Aber sieht in der Regel ja ganz gut aus. Das ist aber keine Einbildung, ne?
Hast du gerade richtig gehört? Moment, jetzt mach's aber richtig, gell? Zuerst speichern. Das ist ein Shiny irgendwo. Wo? Wie? Was? Ich habe jetzt gespeichert, ne? Keine Sorge, jetzt kann nichts mehr passieren. Es sei denn natürlich, es wäre schon weggeflogen. Wo? Der Sound war da. Ich bin doch jetzt nicht. Ah, du warst nicht. Da unten! Das Haspiro da! Ein pinkes Haspiro! Okay, ist kein Dratini, aber es ist ein... Was jetzt? Nein! Boah, ich krieg die Krise, ey. Da finde ich endlich mal ein Shiny und was passiert hier? Ja, komm, ich gehe da gleich rein. Ich habe jetzt aber anders zu tun. Ja, die kennen doch irgendwo, haben der nicht schon mal in ihre Flaubes geschickt und so? Ah ja. Der kämpft gegen dich, ist gut, ist gut. Hallo, ich habe einen Shiny entdeckt. Es war nicht das, was ich unbedingt wollte. Ne? Es ist kein Dratini, was ich unbedingt handeln wollte. Es ist kein Evoli. Aber es ist mir gerade scheißegal, ich will es schnell holen. Ja, ist gut, ich habe das schon gehört. Da. Pinkes Haspiro, was ist denn da für ein Pokéball? Ein Heilball? Da wäre etwas, ne? Shinies haben generell eine erhöhte Catch-Rate, wie man so schön sagt. Mache keinen Scheiß, Michael, ne? Auch ein scheiß Ort hier. Oh mein fucking Gott, wir haben ein Shiny. Ein random Shiny. Ich dachte schon, da gibt's nicht mehr. Übrigens auch rosa, ne? Nur mal kurz gesagt. Das heißt doch eigentlich, dass er ein Shiny Dratini noch bekommen müsste, ne? Da ist nämlich auch rosa. Oh, komm, weißt du was? Das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass Dratini offenbar nicht will, dass er Shiny bekomme. Also nehme ich Dratini schon mal ins Team. Also mal in so ins Team, ne? Und was ich auch mal mache, was ich auch mal gemacht habe, ist mal Sichlo dahin verschieben. Das sind so quasi meine potenzielle Teammitglieder. Jetzt muss ich mal gucken, weil Absol, ich weiß, es ist auch ein Story-Pokémon und so, generell ja cool, aber ich will Absol dann doch nicht trainieren. Zumindest vorläufig nicht. Jetzt machen wir es auch hier mal, ne, und ein bisschen sortiert haben, so. Hier müssen wir auch noch ein bisschen mehr halt trainieren, ne? Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht Pandago wieder rausnehmen für Pupita, aber ja, ist halt, ja, weiß nachher Gestein und Licht, ne? Ein Stolos, das Mega-Ding ist, ja, naja, kann man gucken. Galagladi, ja, aber mehr trainieren halt, Schnäppke war auch noch den richtigen Entwicklungsstein. Und Evelyn, Dratini, ja, sind da Themen für sich, ne? Aber gut, hätten wir das. Ein random Shiny, ey. Und ich da schon mal ein Spiel wieder verbuggt und ich bekäme keine mehr. Ja, eben Haspiro. Ja, gut, ich meine. Das war jetzt die mega Entwicklung schon wieder. Schlappohr, ne? Hat ja auch eine mega Entwicklung, ne? Ja, mega Schlappohr wäre schon cool. Das kann man eigentlich machen. Naja. Wir schauen mal. Okay. Ich dachte gerade kurz, wäre auch ein Shiny. Alter. So. Mega Skiller.
Mir gefällt dein Stil. Ja, mir auch. Wie stylisch, so schick. Mal gucken. Plapper. Oh. Nee, oh Gottes Willen, nee. Aber ein Scalen, von dem will ich mal nicht die Show stehen lassen. Interessant. Noch nicht von dem gehört. Ja. Hä? Krieg ich jetzt hier noch mehr Outfits oder was? Hä? Hallo? Kann ich so machen? Hä? Das Spiel leckt gerade. Ihr hört, was wir machen, ne? Was ist das denn jetzt? L klappt nicht. Nur das hier funktioniert. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt los? Ich habe gespeichert vorhin, ne? Abgesehen davon war ein Kampf, das heißt, wir müssen das sowieso gespeichert haben. Sprich Autosave-mäßig, aber ich verstehe es trotzdem gar nicht, was jetzt passiert. Der Fluch der Shinies. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Seht ihr, da klappt alles. Okay, jetzt klappt's. Was war das denn gerade? Jackett und Hemd. Jackett und Bluse. Ja, Bluse war aber sicher nicht. Genug Geld hätte ich zwar, wenn wir ehrlich sind. Rot, Weinrot. Ja gut, komm. Hat ein bisschen was von meinem 10-jährigen Geburtstag damals. Also, die Hose ist nicht unbedingt. Jacke selber, ja, doch, irgendwie schon. Trenchcoat und Hose. Kanottier. Ja. Gefällt mir ein bisschen besser. Nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ey. Was ist jetzt schon los? Isklas duftende Tinte, ja, wir haben eins. Wir müssen eigentlich noch eins entwickeln. Oh, wir sollen das Team nehmen, super. Iskala entwickeln ist eigentlich nicht so das Problem. Noch nicht so genau, wie ich es zeigen soll. Weil das dafür ist ein Problem. Da man irgendwie die Switch auf den Kopf stellen muss und so. Und dann irgendwie, wenn sie auf dem Kopf ist, muss man Iskala anvisieren und steht an einem Punkt entwickeln. Da könnt ihr theoretisch wieder umdrehen, wenn ihr es da sehen kann, aber die Entwicklung ausgeführt wird nur, wenn die Switch eben noch auf dem Kopf steht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, es steht entwickeln, ich drehe sie da um und bestätige dann klappt es nicht. Aber wenn ich halt die Switch umgedreht lasse, dann entwickeln drücke und dann startet der Entwicklungsvorgang halt, dann kommt dieser Entwicklungsscreen, dann wieder umdrehen würde, dann funktioniert es. Ist ganz creepy. Da gibt es ein Problem. Ist klar, du auf eine Tinte. Ja, ich sag, dass es immer so schnell gehen würde, ne? So.
Ich habe aber eigentlich sicher mitgenommen, ja, weil ich doch irgendwie gerne mal einen Sherox noch hätte. Oder vielleicht einen Xantor. Aber wir hatten Xantor schon einen Legenden Arceus, ne? Xantor hier, weiß gar nicht, ob und wie das überhaupt möglich wäre. Ich glaube, im normalen Illumina-Pokédex ist der sicher nicht drin. So. Wir holen uns noch schnell die Side-Quests. Vielleicht ist da was Brauchbares dabei. Oh. Ja, servus. Wenn man nicht fangen lässt? Flunkiefer sich nicht fangen lässt? Nö. Flunkiefer ist nicht zu fassen. Ja, dann sag mal. Kann jetzt so schwierig sein, ne? Sind Stahl-Pokémon, das heißt, ich brenne es einfach nieder. Nein. Aber, ich kann es ja, vorsichtig mit einem kleinen Flammenwurf. Ja, wie sage ich denn jetzt? Ja, ist jetzt einfach Flammenwurf ein, fertig, so. Versuch's mal hier mein Glück. Ah, ich komme so hoch, okay. Also meinst du nicht das Flunkiefer von der Mega-Entwicklung? Was bist du ja? Oder? Ist ja gemein, ne? Eigentlich die Auswahl noch, ob er es in Ruhe lassen möchte. Ist halt die Frage. Ja gut, wenn sie jetzt weggelaufen wären, will sie nicht kämpfen, ne? Dann wäre es auch eine Option gewesen. So, das machen wir ganz schnell. Das Flunkiefer gefangen, da bist du ja. Nö, da ist es. Ja, wir sind schon cool drauf. Flunkiefer ist nicht zu fassen, Sidequest 77, abgeschlossen, 20 Überwähler, cool. Da oben ist noch ein TM. Haben wir jetzt gesehen. Boah, ernsthaft? Junge, ist eine ganz schlechte Idee, ja. Ich will nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. So, Flunkiefer. War da nicht eine Sidequest? Warte mal. Ein Flunkiefer brauchte? Ah, war mega Meditalis, okay. Bei Stalfea ja ein cooler Typ ist. Haben wir das sogar irgendwo schon mal? Zopiris, Flunkiefer. Ah, da hier haben wir eins. Oder mal zwei. Zumindest spezielles, ne? Ne, keine EVs oder so. Vielleicht, ja, keine EVs. Vielleicht hat es doch irgendwelche DVs so etwas ein bisschen spezieller könnte sein. Ja, nicht mit Meditalis, ne? Mit Meditie? Hier, ne? Wie kommt man das Vieh schon entwickeln? Also sprich, auf welchem Level besser gesagt, ne? War aber nicht erst 40, ne? Doch.
Meditier, meditalis, meditalis. So, war es jetzt nicht so? Ich dachte, ich hätte den Stein schon. Jo. So, wisst ihr was, Freunde? Wollen wir sagen, danke fürs Zusehen. Wir machen nächste Folge. Haben wir wieder ein paar neue Sidequests. Sehr schön. Natürlich gehen wir auch hier oben noch hin. Ich würde aber zunächst einmal die Quest hier abschließen, weil es doch eine relativ alte Quest jetzt, ne? Und die halt für später aufheben, ist klar. Und dann haben wir hier eben ein paar neue Dinge. 74, 75, 76 fehlen. Und wenn wir ein paar von ihnen sind, wie gerade hier noch offen habe oder auch hier unten. Also ja, machen wir die Meditalis-Quest noch. Dann gehen wir, glaube ich, hier lang nach oben. Ah, sehr schön. Ne? Da können vielleicht doch derjenige sein, der mir das hier freischaltet. Der lief nach oben. Endlich mal. Und dann gucken wir einfach weiter, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht werden wir mal raus, ich da hochkomme. Warte mal, ist das eine Wildzone? Oh. Wäre sogar noch ein bisschen einfacher, ne? Zone 14, hä? Da kommt man irgendwie hoch. Ja, also gleich nachher muss ich wieder umstellen. Hier, ne? Wobei, ne, warte mal, das ist gar nicht so. Ich muss ja doch hier hoch. Weil hier ist ja gar nichts. Naja. Ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal, ne? Ich muss nicht wieder auf Tag umstellen und so. Ich gucke mal offscreen, ne? Wie ich da am besten hochkomme. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ja, Kampfsektor wird aber schnell geskippt. Tschüssi!